Guten Abend allerseits. Hallo zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem heutigen Livestream. Wir haben schon lange keinen Livestream mehr gemacht. Wir hatten die Premiere, wir haben Filme publiziert, aber wir haben schon lange nicht mehr miteinander gechattet, miteinander geredet. Ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Abend. Heute machen wir ganz viele verschiedene Sätze mit Wörtern und versuchen den richtigen Genus zu finden. Also es geht um die Artikel im Schweizerdeutschen. Der, die oder das. Also der, de oder s. Also, hallo Olivia, du bist schon da, bist ganz pünktlich. Es ist vielleicht nicht einfach jetzt am Computer zu sitzen, wenn es draussen schönes Wetter ist und langsam angenehmer als am Tag. Ist bei euch schönes Wetter gewesen? Das Wetter. Habt ihr schönes Wetter gehabt? Ihr könnt mir da schreiben im Chat und mitmachen. Die Artikel sind sehr wichtig und sie sind ein bisschen schwierig, weil sie nicht in jeder Sprache gleich sind. Also du kannst nicht einfach 1:1 übersetzen, wenn das heisst La table auf Französisch und dann sagst du auf Deutsch der Tisch ist männlich, La table ist weiblich, der Tisch ist männlich und dann noch in Englisch spielt es nicht so eine grosse Rolle, es heisst the table, aber wenn man ein Pronomen braucht, dann sagt man immer it. It. Also auf Schweizerdeutsch ist es er, der Tisch, auf Französisch wäre es elle, la table. Und auf Deutsch, also feminin, und auf Englisch ist es it, das. Also in jeder Sprache ist es etwas anders und das musst du ein bisschen lernen, das musst du üben. Und darum ist es am besten, wenn du gerade die Wörter mit den Artikeln lernst. Es war tolles Wetter. Genau, das ist immer ein bisschen schwierig mit der, die das. Wenn man das nicht richtig weiss, welcher Artikel etwas hat, dann nachher ist es auch schwierig, die richtigen Pronomen zu finden, die richtigen Artikel zu brauchen und dann macht man gerade sofort Fehler. Wobei, die Kommunikation ist okay. Man kann auch mit so Fehlern reden und sich mal täuschen mit dem Artikel und der andere versteht hoffentlich trotzdem, was du meinst. Hallo Tenzin, schön, dass du mit uns bist und mit uns durch Schweizerdeutsch üben. Hallo Luai. Also, fangen wir an. Der Bub. Jetzt habe ich es schon gesagt, aber vielleicht könnt ihr mir das schreiben. Was ist das für ein Artikel? Männlich, weiblich oder sächlich? Maskulin, feminin oder neutrum? Bub. Natürlich, das ist ziemlich klar. Das ist nicht schwierig. Genau, Olivia, das ist der Bub. Der Bub hat ein schönes Lachen. Ich sehe den Bub. Ich sehe ihn. Er hat ein schönes Lachen. Ihr könnt mir helfen, ihr könnt Sätzchen schreiben mit dem Bub. Ein Sätzchen mit einem Bub drin. Ein Bub, Dativ. Ja. Ich gehe mit dem Bub spielen. Ja. Also wir haben ein Nomen und dann versuchen wir, ein Sätzchen mit dem Nomen zu machen. Also das ist das dein Bub? Hast du einen Bub? Hast du einen Bub? Hast du Kind? Ich habe 3 Buben. Ich habe 3 Buben. Der jüngste Bub ist der Dominik. Der Dominik ist 12. Der Bub ist jung, genau. Der Bub ist jung. Sehr gut, Olivia. Und dann Katz. Katz ist das. Maskulin, feminin oder neutrum? Genau, Olivia, ich habe 3 Buben und 1 Mädchen. Ich habe 3 Buben und 1 Mädchen. Wir haben 4 Kinder.
Kind. Das ist es, das Kind. Die Katze, das ist feminin, genau. Wenn du sagst Katze, dann ist das feminin. Genau, Ariane. Aber häufig sagt man auch, wenn es klein ist, kann man sagen, oh, jö, das ist ein herziges Kätzchen. Wenn wir «li» anhängen, dann ist es immer das. Der Bub, das Bübli, die Katze, das Kätzli. Ja? Hoi, Niconestra. Hoi, also die Katze. Sie ist sehr lieb. Ich streichle das Kätzli. Ich streichle das Kätzli. Es ist sehr fein. Es hat ein feines Fell. Hallo Dario. Habt ihr ein Kätzli? Habt ihr eine Katze daheim? Wir haben keine Katze. Aber meine Freundin hat 2 Katzen. Sie ist ein Katzenmensch. Es gibt Katzenmenschen und Hundemenschen. Und häufig haben wir nicht beides. Ja, genau, Olivia, man kann auch sagen, das Büsi. Ja, das ist dann ein Büsi. Oder manchmal sagt man ein Busle. Und wenn es eine männliche Katze ist, vielleicht kennt ihr das Wort, wenn es eine männliche Katze ist es ein Kater. Wir müssen den Kater kastrieren. Zum Beispiel. Der Kater ist auch, wenn man am Abend, in der Nacht zu viel Alkohol trinkt und dann am Morgen Kopfweh hat und es einem schlecht geht und so, dann hat man einen Kater. Kennt ihr das? Genau, ein Kater ist entweder eine männliche Katze, also wo die Katze und der Kater können zusammen Junge haben. Oder man kann den Kater kastrieren, dass er keine Junge bekommt. Und Kater ist, wenn man zu viel Alkohol hatte und sich schlecht fühlt. Hallo Steve. Ich habe es Mewe. Kann man nicht sagen, ich habe es Mewe. Ich verstehe nicht genau, was das letzte Wort heisst. Also es gibt einen Vogel, der heisst Möwe. Aber du sagst, wenn du den Kater hast, sagst du nicht, ich habe Möwe. Nachigkeit, ihr habt auch 2 Katzen. Sind es Kätzchen, also sind es Weibli, oder sind es 2 Kater? Oder vielleicht eine Katze und ein Kater? Du hast noch nie einen Kater gehabt, Dario. Gratuliere. Das ist cool. Ja, ich glaube, niemand hat gerne einen Kater, denke ich. Also die Katze feminin. Dann Büsi. Büsi hat auch jemand schon geschrieben. Das ist nicht feminin, sondern das ist das Büsi. Manchmal kann man auch sagen, wenn es vielleicht nicht ein kleines Büsi ist, kann man auch sagen, es ist ein Busle. Unsere Busle ist schon alt, aber man sagt vielleicht eher Katze oder Büsi als Busle. Du sagst eher das Büsi, Dario, genau. Ich weiss nicht, ob das regional bestimmt ist oder einfach in der Familie, so, die einen sagen Kätzli, die anderen sagen Büsi oder ja. Katze ist vom Hochdeutschen, das verstehen alle viel besser. Büsi ist weniger verständlich, das ist typisch schweizerisch. Das Büsi. Frau. Frau, das ist klar. Olivia, du sagst auch Büsi. Da können wir vielleicht Sätzchen machen mit der Frau in verschiedenen Situationen. Eben, was ist das? Feminin, maskulin oder neutrum? Das ist, glaube ich, ziemlich klar. Das ist die Frau. Ja? Die Frau von meinem Chef ist sehr
schön, zum Beispiel. Die Frau von meinem Chef ist sehr schön. Aber ihr müsst aufpassen, das ist der feminine Artikel, die Frau. Und wenn ein Adjektiv kommt, dann sagt man nicht mehr nur die Frau, sondern sagt man die schöne Frau, die intelligente Frau. Zum Beispiel Doris Leuthard ist eine intelligente Frau oder ist die intelligente Frau, die schon sehr jung ist Bundesrätin wurde. Doris Leuthard. Die herzige Frau, ja. Wer ist die herzige Frau da hinten? Ich möchte mit ihr reden. Also, «de» ist ein Artikel, wenn man einfach den Artikel hat und das Nomen, und wenn da ein Adjektiv kommt, dann sagt man «die». Die Frau mit den langen Haaren ist meine Schwester, zum Beispiel. Da haben wir noch schnell ein bisschen Reklame. Ich weiss nicht, ob ihr es wisst. Es gibt jetzt eine Schweizerdeutsch-App und ihr könnt mit der App Schweizerdeutsch lernen. Das ist eine Applikation nur für iPhone. Im Moment sind wir noch nicht weitergekommen. Wir haben erst für iPhone eine App gemacht, eine App programmiert. Ja, und da könnt ihr auch die Montagabend-Lektionen haben, die wir am Montagabend immer haben. Das ist immer eine schöne Lektion mit lustigen Geschichten und schönen Bildern, wo wir mit Dialog Schweizerdeutsch lernen, mit ganz praktischen Dialog. Das ist unser Montagabend-Kurs. Dann gehen wir weiter. Mädli, was ist das? Maskulin, feminin oder neutrum? Also wir wissen, dass das Kind, das hinter mir ist, das wird später eine Frau. Das biologische Geschlecht ist feminin. Aber wie ist es mit der Grammatik, mit dem grammatischen Geschlecht? Genau, das Mädchen, das ist feminin, Steve. Das ist feminin, weil wir eine Li-Endung haben. Alles, was Li ist, alles, was Diminutiv ist, das ist eine kleine Frau, eine kleine Magd vielleicht. Ich denke mir, das kommt von dem Wort Magd. Und dann ein Li, also alles, was Li ist, oder manchmal auch nur I, das ist das. Also ich sage auch das Mädchen oder ich sage das Mami. Ich sage das Grossmami, ja, aber die Mutter. Die Mutter ist feminin, ja. Aber das Mädchen ist immer neutrum. Hast du das Mädchen gesehen? Es ist nicht mehr da. Ich gehe es suchen. Also wir reden immer von das Mädchen. Auch wenn wir Frauennamen haben, die diminutiv sind. Das Kätti oder das Anneli oder das Evi, ja. Dann nachher brauchen wir das, den Artikel das, also Neutrum. Und dann reden wir vom «es». Das Evi hat gesagt, es hat gesagt, dass es krank ist. Ja? Und wir reden nicht von «sie». Also, die Veronika hat gesagt, dass sie krank ist. Die Veronika ist ein normaler weiblicher Name. Ja? Aber wenn wir Frauennamen haben im Diminutiv, dann sagen wir «s». Also, das heisst, du kannst sagen, ich habe mit dem Evi geredet. Mit dem Evi. Nicht mit der Eva, ich habe mit der Eva geredet oder ich habe mit dem Evi geredet. Das Mädchen, Olivia, eben das Märli. Ein Märli, Dario, das ist genau, das ist auch mit Li-Endung. Das ist so eine Geschichte wie Hänsel und Gretel oder das sind die Geschichten, wo da Hexen vorkommen, das Aschenputtel oder wo Prinzen und Prinzessinnen drin vorkommen. Das sind Märchen von den Brüdern Grimm, ja, Fairy Tales. Und das ist auch Li am Schluss. Also du weißt genau, wenn das Li hat am Schluss eine Li-Endung, dann ist es das. Das ist ein Trick, wo du kannst wissen. Das ist immer das, mit Li am Schluss.
Ich kann mir vorstellen, Dario, ich habe das noch nie also irgendwie wissenschaftlich in einem Buch nachgeschaut, das über das schreibt, aber ich kann mir das vorstellen, genau das Mädchen kommt vom Wort Magd und das ist ein Dienstmädchen gewesen. Aber das, wenn man nicht Diminutiv braucht und Magd sagt, dann ist es ganz etwas anderes. Also man kann da bei Mädchen nicht feministisch sein und sagen, ich tue jetzt nicht das Mädchen sagen, sondern ich sage die Magd. Das ist nachher ganz etwas anderes. Aber es gibt vielleicht im Dialekt Mädchen. Vielleicht, ich kann mir vorstellen, ich glaube im Friburger Deutsch gibt es Leute, die sagen Mädchen. Und sie sagen nicht Mädchen. Und dann nachher wäre es wieder feminin. Ja. Aber das ist eher selten. Also klassisch ist das Mädchen. Dann Spinnele. Hast du gerne Spinnele? Da hinter mir sieht man keine Spinnele, sondern Spinnelehuppen. Spinnelehuppen, die es manchmal da an der Wand hat, in den Ecken oder hinter den Möbeln, wo die Spinnele ihre Spinnennetze spannen. Dort hat es Spinnelehuppen. Also ist das männlich, feminin, maskulin, feminin oder neutrum? Männlich, weiblich oder sächlich? Spinnele. Das ist vielleicht alle Wörter. Spinnele, Trommele, Tafeln, Schokitafeln zum Beispiel. Das ist meistens feminin. Da kannst du eigentlich drauf gehen, wenn es «elle» heisst am Schluss. Genau, nicht der Spinnele, Ayan, sondern die Spinnele, feminin. Trommele, was gibt es noch? Trommele, also Drums, so, das ist auch feminin. Wörter mit «elle» sind feminin. Spinnele. Du kannst sagen, ich habe Angst vor den Spinnele. Das ist dann Plural. Ich habe Angst vor den Spinnele. Oder das könnte ja auch Singular sein. Das heisst Dativ. Ich habe Angst vor den Spinnele. Die grosse Spinne ist gefürchig. Oh, die grosse Spinne ist gefürchig. Oh je, bitte ein Video mit Elle-Wörtern. Ich weiss nicht, ob es so viele Elle-Wörter gibt. Ich müsste mal eine Liste machen. Dario, oder du müsstest mir helfen, eine Liste machen mit Elle-Wörtern. Vielleicht wäre das recht ein kurzes Video. Genau. Ma. Das ist ganz einfach. Hast du ihn gesehen? Er ist dort. Er steht am Fenster. Das ist er. Du hast auch Angst vor Spinnele, Olivia. Ich glaube, wir in Europa müssen vor Spinnele nicht Angst haben. Ich finde zum Teil Kreuzspinnele sehr schön. Genau, Ayan, super, der Mann. Natürlich, das ist total männlich. Der Mann ist gross und stark. Ich habe den Mann gestern gesehen. Den Mann habe ich gestern gesehen. Also wenn du zeigen drauf, demonstrativ Pronomen, das ist der Mann. Der Mann ist mein Chef. Dann Gespenst. Oder man könnte sagen, der Geist, irgendein so ein böser Geist oder Liebegeist, aber dass die man so sich verkleidet, wenn man ein Lindtuch über sich tut, das sind Gespenst. Manchmal sagt man auch ein
es geistert in einem Haus oder so. Es hat Gespenst. Was ist es? Der Gespenst, die Gespenst oder das Gespenst? Was passt am besten? Ihr könnt vielleicht auch hören und schauen, was tönt am besten. Vielleicht sind eure Ohren schon gut daran gewöhnt, als Schweizerdeutsch. Und wenn ihr das laut sagt, dann merkt ihr, aha, das tönt am besten. Also, es gibt ein schönes Lied von Peter Reber. Er macht schweizerdeutsche Lieder. Er hat viele schweizerdeutsche Lieder geschrieben, auch Kinderlieder. Und eine ganze Geschichte über das kleine Gespenstli. Dann sind eigentlich, der Sinn von heute ist, dass wir Schweizerdeutsch reden. Ja, ich habe andere Filme für Hochdeutsch auf germanteacheronline.com. Ihr habt auch Text auf swissgermanonline.com und dann New Lessons hat es ganz viele Wörter, eine ganze Liste von so Nomen und mit einem Satz dazu. Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr dort auf die Homepage gehen und das anschauen. Aber es ist viel mehr, als wir da haben und einfach zu jedem Wort ein Satz. Das Gespenst, Maria, genau, das Gespenst oder das Gespenstli. Der Peter Reber, der hat eben ein Lied geschrieben, «Wer kennt schon noch vom kleinen Hippie-Gespenstli?» Und es ist eine ganze Geschichte von so einem Hippie-Gespenstli, das Blumen hat auf seinem Kleid und niemand hat Angst. Es macht niemandem Angst. Alle lachen über das Gespenstli. Und das ist sehr, sehr schlimm für das Gespenstli. Also, das Gespenstli. Alle anderen lachen das Gespenstli aus. Dem Gespenstli ist es nicht zum Lachen zumut. Also, es ist traurig. Aber es ist ein lustiges Geschichtli mit dem Gespenstli. Ihr müsst das mal auf Internet suchen, findet ihr sicher das Hippie-Gespenstli von Peter Reber. Dann Käse. Etwas, was man in der Schweiz sehr viel isst, ja, und sehr viel Auswahl hat. Ja, in der Schweiz, in den Geschäften hast du ganz viele verschiedene Arten von Käse, die du kaufen kannst. Und die Käse sind Weichkäse oder Hartkäse oder Kräuterkäse oder Halbhartkäse, zum Beispiel wie Tilsiter, der ist nicht so hart wie zum Beispiel der Gruyère oder der Prinz ist sehr hart. Der Käse, genau, Maria, Dario, sehr gut. Welchen Käse habt ihr am liebsten? Welchen Käse habt ihr am liebsten? Der Käse mit so Weichkäse, den Weichkäse, oder essen ihr lieber Teigwaren mit einem Hartkäse, mit dem Prinz zum Beispiel, oder Parmesan. Parmesan ist auch sehr hart. Oh, hallo Steve, viel Grüße aus Phuket. Wow. Ich muss nachher schauen, wo das ist. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Emmentaler ist der Beste. Sagst du, Olivia. Und Ayan, du meinst Weichkäse. Butter. Butter ist aus Rahm gemacht. Das ist nicht Käse, aber es ist auch ein Milchprodukt. Und zwar ist ein Artikel, das gibt noch einen speziellen Film darüber. Wir wollen noch einen zweiten Film darüber machen. Über Nomen, die nicht gleich sind auf Schweizerdeutsch und auf Hochdeutsch. Die meisten, also die wir heute haben, die Nomen, die sind alle gleich. Es ist der Käse, der Käse. Ja? Und aber auf Hochdeutsch ist es die Butter und auf Schweizerdeutsch sagen wir der Anke oder der Butter. Also es hat ein paar wenige Nomen, die auf Schweizerdeutsch anders sind, als einen anderen Artikel haben als auf Hochdeutsch. Also das ist möglich. Aber generell gilt die Regel,
was auf Hochdeutsch, der gleiche Artikel, was es auf Hochdeutsch hat, hat es auf Schweizerdeutsch auch. Oh, Steve, Phuket ist in Thailand. Wow. Bei dir ist schon Mittwoch. He? Könnte sein. Und Emmentaler ist dein Lieblingskäse. Ja, ich habe Emmentaler auch gern, aber mein Lieblingskäse ist der Maréchal. Das ist etwas Ähnliches wie der Gruyerzer. Der Gruyère. Wein. Rotwein, Weisswein, Rosé. Genau, Steve, bei dir ist schon Mittwoch. Also, du bist ausgeschlafen, hoffentlich. Feminin, maskulin oder neutrum? Genau, der Wein. Der Wein ist ausgezeichnet. Diesen Wein habe ich zu Ungarn gekauft. Ich bin mit dem Wein quer durch Europa gereist. Mit dem Wein. Oder was? Mit welchem Wein wollen wir anfangen? Mit welchem Wein wollen wir anfangen zu essen? Wollen wir mit dem roten Wein anfangen oder mit dem Weisswein? Genau. Welchen Wein? Was habt ihr lieber? Ich habe gerne ein Gläschen Wein am Sonntag, zum Beispiel, wenn es ein schönes Essen ist, ein spezielles Essen, ein Gläschen Wein, das ist schön. Dann Velo, also wir sagen nicht Fahrrad, wir sagen Velo, sogar auf Hochdeutsch. Also wenn man in der Schweiz auf Hochdeutsch einen Text schreibt, dann ist es ganz normal, dass man auch Velo schreibt. Genau, das Velo, Ayan. Tust du gerne Velo fahren? Ich gehe mit dem Velo arbeiten. Genau, Steve, Weisswein am Anfang, so vielleicht zum Apero. Fangen wir mit dem Weisswein an und dann zum Znacht oder zum Hauptgang können wir einen Rotwein nehmen. Hey, Vito, Hauptschweiz, hast du gestern den Match geschaut? Genau, unsere Mannschaft hat super gut gespielt. Das war eine Klassenleistung. Das Velo, genau. Geht ihr mit dem Velo arbeiten? Oder wie geht ihr arbeiten? Oder sind ihr im Homeoffice vielleicht? Jetzt ist keine Homeoffice-Pflicht mehr, aber vielleicht sind ihr doch noch im Homeoffice. Santa Lucia, hallo, schön bist du da. Also das Velo. Mein Velo ist neu. Ich bin am Sonntag mit dem Velo ausfahren, aber wir sind ein kleines Feldweg gegangen und plötzlich mussten wir umkehren. Wir mussten wieder zurückgehen. Vito, du bist ausgerastet, als die Schweiz gewonnen hat. Ja, ganz viele Leute haben das nicht erwartet. Eigentlich sind ja die Franzosen die grossen Favoriten gewesen. Also der Favorit, Plural, die Favoriten. Die Franzosen sind die grossen Favoriten gewesen. Und den Sieg haben die Schweizer davongetragen. Den Sieg. Sie haben gewonnen, die Schweizer. Du bist sehr wahrscheinlich ganz aus dem Häusli gsi, könnte man sagen. Das Haus, das Häusli. Du bist aus dem Häusli gsi. Und da, was ist das? Genau, ausgerastet ist, wenn man ausser Rand und Band ist, so ganz nicht so konform oder so, sondern völlig ausgerastet vor Freude. Olivia, das ist schwierig. Wie würdet ihr das sagen? Ausrasten. Küchenkästchen. Hat dir meine Erklärung gelenkt, Olivia? Hast du verstanden, wenn man ausrastet?
Also ein Raster ist eigentlich so schön eingeteilt und es ist alles ordentlich und wenn man ausrastet, dann sprengt das alle Rahmen. Ja. Genau, das Küchenkästchen, natürlich, Anjan, das ist wieder mit Leim am Schluss. Es ist der Kasten, wenn du zum Beispiel einen Kleiderschrank hast, kannst du sagen, das ist der Kasten, aber ein Kästchen, ein Küchenkästchen zum Beispiel. Das heisst einfach, ich bin ausgerastet, das heisst, dass du sehr, sehr, sehr glücklich bist und rumgekumpelt bist und geschrauen hast und so ganz Sachen machst, wo du vielleicht wo du deine Emotionen sehr stark zeigst. Genau, ausrasten ist, kannst du auch sagen, anstatt ausrasten, kannst du sagen, ich bin total aus dem Häuschen gewesen. Also, du bist nicht brav daheim im Häuschen gehockt, sondern du bist aus dem Häuschen, dann ist man so ganz ausgerastet eben. Freakout, oh, wie du, das ist das ist vielleicht eine gute Übersetzung, Freakout. Merci Olivia für deine Frage. Also das Küchenkästchen. Und dann, was unbedingt zu der Schweiz gehört, auf den Weiden, auf dem Land, haben wir ganz viel von diesen Tieren. Kuh. Die Kuh. Also die Kuhmilch ist sehr ein wichtiges Produkt. Habt ihr gewusst, dass gute Kühe 60 Liter Milch pro Tag liefern? Also, oder mehr sogar, ich weiß nicht. Aber 60 Liter Milch pro Tag kann eine Kuh sicher geben. Habt ihr gewusst, dass eine Kuh so viel Milch pro Tag produzieren kann? Das ist unglaublich. Also, was ist das? Kuh. Die Kuhmilch ist sehr gesund. Kühe sind auf der Weide im Sommer. Im Sommer sind die Kühe auch auf den Alpen, weiter oben in den Bergen. Antibiotika, ich weiss nicht, ob es Antibiotika braucht, für mehr Milch zu produzieren. Ich hoffe nicht. Die Kuh, genau, Ayan. Feminin. Die Kuh. Darum sagt man den Frauen, du blöde Kuh. Du bist eine blöde Kuh. Aber den Männern sagt man das nicht, weil Kühe sind feminin. Die Kuh. Aber das ist nicht so lieb, wenn man jemandem sagt, sie ist eine blöde Kuh. Cervela. Auf diesem Bild haben wir nicht genau Cervela gefunden, also es sind andere Würstchen. Aber Cervela ist doch ein bisschen dicker und ein bisschen kürzer, nur etwa so lang. Man braucht die Wurst zum Bräteln. Man kann sie einfach so gut an einen Stecken stecken und dann ins Feuer heben. Das ist Cervela. Also ich rede jetzt immer von Wurst, aber Cervela hat nicht unbedingt den gleichen Artikel. Ja? Es ist feminin, die Wurst, aber es ist der Cervela. Der Cervela. Wir tun heute Cervela bräteln. Das ist ein Salat mit einem Cervela und Tomaten. Zum Beispiel. Ja. Dann Töff. Also absolut nicht Motorrad, sondern Töff. Es gibt in der Schweiz viele Leute, die gerne Pässli-Fahrten machen auf ihren Töff. Ja, sie geniessen die Aussicht, vielleicht mit einer Gruppe zusammen sind sie unterwegs. Genau, Dario, das sind eher Wienerli im Bild, das sind nicht Cervela. Die haben wir nicht gefunden auf diesen Filmchen. Genau, der Töff. Sind ihr auch schon Töff gefahren? Geht ihr mit dem Töff in die Ferien vielleicht diesen Sommer?
Es gibt Leute, die reisen mit dem TÜV quer durch Europa. Vor allem, wenn es schönes Wetter ist es cool. Aber wenn es so heiß ist, und die TÜV-Fahrer sind ja wirklich so gut angezogen, ist es mit dem TÜV vielleicht eher ein Qual oder man muss in der Nacht reisen. Denn da haben wir einen, der für Ruhe und Ordnung sorgt. Die Polizei, dein Freund und Helfer, sagen wir immer. Ja, ich weiss nicht, ob ihr Freude habt, wenn ihr einen Polizist trefft. Oder ob ihr Angst habt, wenn ihr einen Polizist trefft. Wie ist das? Ein Polizist oder feminin gibt es auch eine andere Version dann. Vielleicht könnt ihr das noch schreiben. Es gibt ein Lied. Der vom Polizist, der hat ein Loch im Pneu. Der vom Polizist, der hat ein Loch im Pneu. Und dann mit der Zeit tut man das ersetzen. Der vom, der hat ein Psst im. Ja, vielleicht habt ihr das schon gehört. Dario, du hast Angst vor der Autorität. Vielleicht hast du etwas... Man denkt immer, oh, habe ich jetzt etwas nicht gut gemacht? Was habe ich wieder falsch gemacht? Genau, natürlich, Maria, das ist der Polizist. Aber es gibt auch Polizistinnen. Dann wäre es eine Polizistin. Ja, heutzutage gibt es recht viele Frauen, die Polizistinnen sind. Und das ist, glaube ich, das Lieblingstier von meinem Vater. Vor allem die kleinen Jungen sind so herzig. Habt ihr die auch gern? Man sagt zwar, dass sie stinken. In ihrem Stau auf jeden Fall spürt man das. Man schmeckt das gut in ihrem Stau. Ein Säuli, genau, das war ein Säuli. Im Saustall schmeckt es nicht gut, aber in der Natur ist es sehr wahrscheinlich nicht so schlimm. Und Säuli sind sehr intelligent. Ja? Es gibt auch Leute, die ein Säuli haben, so quasi als Haustier. Ja? Und dann das Säuli ganz viele Sachen lernt. Und sie gehen mit dem Säuli spazieren, sie reden mit dem Säuli. Ja, das war ein Säuli, genau, Steve. Und dann kommt Bratwurst. Ich habe sehr gerne Bratwurst. Ich habe das fast lieber als Cervela. Vor allem in der Schweiz, die St. Gauer Kalbsbratwurst. So. Genau, feminin, das wäre eigentlich, die Sau ist eine grosse, vielleicht eine Muttersau oder so, und das Säuli. Die Sau ist einfach, wir Schweizer reden gerne mit «li» reden, Dario. Du kannst beides sagen, das ist eine Sau oder das ist ein Säuli. Das Säuli ist kleiner, es ist herziger und wir Schweizer reden gerne mit Diminutiv. So, aber du kannst gut auch so sagen. Und das ist Wurst, ist nicht eine Brotwurst, sondern eine Bratwurst. Zum Braten. Also man tut die Wurst braten. Ich habe mich, glaube ich, schon verschwätzt. Die Bratwurst, wir haben es vorher schon gesagt, die Wurst ist feminin, also die Bratwurst, andere Arten von Würst, das ist immer feminin, wenn Wurst am Schluss ist, aber Cervela zum Beispiel, das ist maskulin. Dann 5 Lieber. 5 Lieber ist das Geldstück, das ist Schweizer Geld auf dem Film sogar. Wow. Dort hat es 2 Fränkler, es hat 50, es hat 10erli. 10 Rappenstück. Maria, du bist mutig, gehst mit dem ersten Schritt voraus, aber meistens, was ER ist, Endung, das ist maskulin.
Der 5 lieber. Mhm. Der 5er. 5 lieber. Genau. Der 5 lieber ist eigentlich ein mega grosses Geldstück. Es hat auch recht viel Wert, 5 Franken. Aber in anderen Währungen gibt es nicht so grosse Geldstücke. Ja, ich habe das mit einem 5 lieber gezahlt. Mit dem 5 lieber. Dann, in der Schweiz haben wir Vignetten. Vignetten, das sind die Kleber, wo man teuer viel muss zahlen, also 40 Franken dafür muss zahlen, dass man nachher auf der Autobahn kann fahren kann. Also jedes Auto, das in der Schweiz auf der Autobahn fährt, hat ja die Kleber an den Windschutzscheiben. Das sind Autobahnvignetten. Steve, das ist nicht Vignette. Ette ist eigentlich so ein Zeichen, dass es kommt vom Französischen, aber Ette ist ein Zeichen, dass es feminin ist. Also auf Französisch ist es feminin, la vignette, und das ist auch feminin. Also ihr müsst aufpassen, wenn ihr in die Schweiz kommt, wenn ihr nicht in der Schweiz wohnt, dass ihr eine Autobahnvignette habt. Habt ihr alle eine Autobahnvignette auf dem Auto? Habt ihr sie schon gekauft? Wenn ihr in der Schweiz lebt und ein Auto habt, dann sehr wahrscheinlich schon. Ja. Also das ist sehr wichtig. Sonst, so zahlen wir für die Autobahn und dass sie gut sind. Und die Ausländer müssen auch zahlen, wenn sie in die Schweiz kommen. So zahlen nicht nur die Schweizer für die Autobahn. Für ein ganzes Jahr 40 Franken ist ja eigentlich billig. Aber wenn jemand nur 2 Wochen kommt und 40 Franken muss zahlen, für ihn ist das vielleicht teuer, die Autobahnvignette. Was denkt ihr? Sind sie billig oder teuer? Für dich ist das zu teuer. Wir hatten auch schon eine Abstimmung gehabt, ob wir nicht die Autobahnvignette möchten 100 Franken machen, glaube ich. Ja? Dann Nattel. Wir sagen am Handy noch recht viel Nattel in der Schweiz. Also Nattel ist eine von der ersten, so hat es eines von der ersten Mobiltelefone geheissen. Das hat Nattel geheissen. Das war, glaube ich, eine Schweizer Firma, so viel ich weiss. Und darum sagen viele Schweizer generell diesen Telefon sagen sie Nattel. Leandro, du findest das sehr teuer. Wenn du aus Lima kommst, dann sowieso. Dann ist 40 Franken für dich sehr teuer. Maria, das ist nicht der Nattel, das ist immer ein bisschen eine Lotterie mit diesen Artikeln. Das ist das Nattel. Das Nattel, das Handy, das Telefon, das ist alles ein Neutrum. Dario, du würdest es fairer finden, wenn die nur kurz in die Schweiz kommen, wenn die würden weniger zahlen als die das ganze Jahr von den Autobahnen profitieren. Ja, vielleicht. Das ist auch ja. Ich finde es zwar gut, dass die durch die Schweiz fahren, auch ein bisschen zahlen. Oh, da haben wir jetzt Kauer. Im Kauer ist es dunkel. Im Kauer hat es viele Spinnhuppeln, wie ihr hier seht, am Rand, hinter meinem Kopf. Was ist das? Feminin? Neutrum? Maskulin? Was ist das? Kauer. Mein Vater hat einen Weinkauer. Genau, Maria. Ein Weinkauer mit guten Flaschen Wein. Nicht so gross, aber wenn er Geschenke bekommt, dann tut er dort immer den Wein rein. Genau. Habt ihr auch einen Weinkauer oder einen Schrank oder etwas,
wo ihr euren Wein aufbewahrt. Im Keller ist die Temperatur sehr gut für den Wein. Ja, er sollte vielleicht nicht oben stehen, vor allem wenn es so heiß ist draussen im Sommer. Dann nachher ist es nicht gut für den Wein. Dann ist er besser gelagert im Keller. Im Keller tut man Sachen lagern. Man tut Wein lagern, man kann auch Vorräte lagern. Maria, du hast keinen Weinkeller. Ja, ich habe auch keinen Weinkeller. Ich bin nicht so eine Weinexpertin. Und das ist jetzt eine Frau, die im Restaurant... Steve, du kennst dich gut aus. Es muss 14 Grad warm sein. Über das Jahr. Im Sommer und im Winter sollte die Temperatur möglichst stabil sein. Das ist jetzt eine Frau, die im Restaurant arbeitet. Sie nimmt da gerade die Bestellung entgegen. Die Leute bestellen bei ihr ein Essen. Bestellen. Sie können auch bei ihr zahlen, wenn sie dann wieder gehen wollen. Und das ist jetzt da mit «i». Es gibt eine männliche Version und eine weibliche Version. Genau, die mit «i» ist Ariane, das ist feminin, die Kellnerin. Oder der Kellner. Ja. Der Kellner kommt häufig von uns ein bisschen Trinkgeld über, oder? Wenn wir zahlen, dann zahlen wir noch ein bisschen mehr zahlen und dann haben sie Trinkgeld. Sie können ihren Lohn aufbessern. Also das Geld, darum sagen wir das Trinkgeld. Dann Haus. Oh, das ist schön. Das ist neu. Das ist das Haus. Das Haus. Im Haus, in diesem Haus lebt eine ganze Familie. Oder vielleicht auch ist das ein Generationenhaus. Das ist ein grosses Haus, genau. Ayan und Steve, sehr gut. Habt ihr ein Haus, oder? Habt ihr eine Wohnung, feminin? Die Wohnung ist feminin. Wohnt ihr in einer Wohnung? In der Wohnung oder im Haus, in einem Haus? Ich habe ein grosses Haus. Wir haben eine grosse Familie und wir haben auch einen Garten. Wir wohnen nicht in einer Wohnung. Wir haben Glück. Herdöpfel. Genau. Ayan, du wohnst in einer Wohnung. Ja. Eine Wohnung ist praktischer, weil du weniger putzen musst. Ein Haus gibt viel mehr zu tun. Dafür sind wir vielleicht mehr Leute. Maria, du wohnst auch in einer Wohnung. Wenn man in einer Wohnung wohnt, kann man zum Beispiel auch im Stadtzentrum wohnen. Ja? Und man ist schnell am Bahnhof, man kann schnell weg, man ist zentral. Und Herdöpfel. Das ist gleich wie Äpfel. Herdöpfel und Äpfel, beides hat den gleichen Artikel. Und das ist sehr gut. Ich habe sehr gerne Herdöpfel. Zum Beispiel gibt es auch Herdöpfel-Gratin. Genau, der Herdöpfel. Aber meistens natürlich reden wir von Herdöpfel im Plural. Wir machen einen Herdöpfel-Gratin. Es hat zum Mittag Herdöpfel gegeben. Und dann reden wir so generell über die Herdöpfel und wir brauchen nicht sehr viele Artikel. Aber eigentlich ist es männlich. Dann Cappuccino. Wenn ich einen Kaffee nehme, habe ich gerne Cappuccino. Das ist mit ein bisschen Zucker. So ein Kaffee ist sehr schaumig. Das ist ein schaumiges Getränk mit viel Milch. Das Cappuccino, ja,
ich denke, ich sage viel, möchtest du ein Cappuccino, möchtest du einen Kaffee? Und man kann auch sagen, der Cappuccino und der Kaffee. Adina. Genau, du fragst, du machst ein Fragezeichen. Also auf Hochdeutsch ist es sicher männlich, der Cappuccino und der Kaffee, der Cappuccino. Aber auf Schweizerdeutsch hört man auch das Kaffee, das Cappuccino. Möchtest du ein Cappuccino? Möchtest du ein Cappuccino? Möchtest du einen Cappuccino? Also da hört man sicher beides. Aber vom Hochdeutschen her ist es der Cappuccino, also kannst du gut den Cappuccino sagen. Zitrone. Genau, aber das Ding ist, Adina, du bist nicht so sicher gewesen, weil man beides kann sagen. Du hörst sehr wahrscheinlich auch beides. Zitrone. Ich habe gerne Zitrone in meinem Tee. Genau, feminin. Zitrone, Ayan. Sehr gut. Oh, wir müssen langsam Schluss machen. Gold. Adina, Geld ist nicht feminin. Die Gelder, wenn man von Geldern redet, dann nachher ist es Plural, dann kann man «d» brauchen. Die Gelder sind beschlagnahmt worden von der Polizei, aber es ist das Geld, genau, Ayan. Das Geld, das Schweizer Geld, der Franken, ist sehr bekannt oder beliebt. Das Geld. Und dann haben wir zum Schluss noch Gipfel. Das hat zwei verschiedene Bedeutungen. Also da natürlich einerseits das Gebäck, das du kannst essen kannst. Das ist, habe ich sehr gerne. In Deutschland sagen wir häufig Croissant. Aber in der Schweiz ist das Gipfel, oder? Dann brauchen wir häufig ein Gipfeli. Häufig brauchen wir den Diminutiv für das, was wir essen, das Gipfeli. Aber es gibt auch den Spitz vom Berg. Wenn du zur Oberstufe gehst, auf den Berg, dann gehst du eben auf Gipfel. Das Gipfeli, genau, Steve, das ist immer das Gipfeli, das ist immer das, weil es «li» ist, Diminutiv. Aber der Berg hat einen Gipfel und das ist der Gipfel, maskulin. Also auf dem Berggipfel. Wir sind gestern wandern und am 11. Uhr sind wir auf dem Gipfel oben gewesen. Zum Beispiel. Oh ja, Maria, es gibt Schokogipfeli und Nussgipfeli und Schinkengipfeli und einfach Buttergipfeli, so wie da hinter mir. Oder Pariser Gipfeli, das sind die so ein bisschen mehr gekrümmt sind. Ja, das ist so ein appetitlicher Abschluss von unserem heutigen Livestream. Es ist schon 7 vor 9 Uhr. Heute am Abend, am 9 Uhr, habe ich noch für die ganz Fortgeschrittenen, für die ganz Guten, haben wir so einen Gesprächsworkshop. Also ich treffe den Dario und andere Leute und wir reden zusammen. Also die sehe ich bald. Und den anderen wünsche ich ganz eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Genau, Nussgipfel sind mega gut. Ja, schön habt ihr mitgemacht, schön habt ihr mitgeschrieben und mit mir gechattet, selber Sätzchen gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war nicht so langweilig gewesen. Denkt daran, die meisten Artikel sind gleich wie Hochdeutsch. Also wenn du schon Hochdeutsch kannst, dann kannst du dich so ein bisschen darauf abstützen. Wir machen dann später ein Video mit anderen Nomen, die eben anders sind, so wie das Kaffee oder so. Hi Faisal, wir sind gerade am Verabschieden. Ich erinnere euch daran, dass es eine Applikation gibt für Schweizerdeutsch, die ihr herunterladen könnt. Und dort ist auch der Inhalt vom Montagabendkurs drin. Dann könnt ihr euch abonnieren für unseren
bei unserem YouTube-Kanal. Ihr könnt ein Like geben und ihr könnt auch mich verfolgen, auf meine Homepage gehen. Auf meiner Homepage Swiss German Online unter New Lessons hat es auch etwas zu der heutigen Lektion und viele Nomen mit dem Artikel und dort das. Also denkt daran, wenn ihr etwas Neues lernt, immer gerade mit dem Artikel. Der, die oder das. Macht's gut, schönen Abend miteinander. Tschüss zusammen.